Rap mal ab. Du mal abrappen. Ja, ey, danke vielmals fürs Zuhören. Ey, also, ich muss echt sagen, die Location. Alter, das Wort Location, Mann. Lokation. Unsere Lokation hat sich ein bisschen Lokation. changed. Und ich muss sagen, eigentlich ist die Idee ganz am Anfang, dass wir eher so aussehen. Wisst ihr noch? Dass Nein. wir so anlegen. Nein. Wieso? Wir haben ganz normal nicht leider. Nein, aber ich meine Dings. Dass wir eher so hocken. Aha, ganz ja, am voll. Boden. Am Anfang ist schon so, ja. Weil wir immer am Boden der Tatsachen sind. Am Zahn der Zeit. Am Zahn der Dinge. Also Jungs, bevor wir ganz anfangen. Da. Gestern im fucking Büro Ja. haben wir so ein bisschen über Blinde gehabt, wieso auch immer das Thema eigentlich aufgekommen ist. Und dann habe ich mich selber gefragt, wie können Blinde herausfinden, dass sie nach dem Schießen ein sauberes Arschloch haben? Wie können sie da... Okay. Schau, Das ist echt crazy. ich habe 3 Szenarien. Es gibt sicher mehr, aber ich habe mal 3 Szenarien ausgedacht, seit gestern. Das erste ist, wenn jetzt einfach irgendein Mensch einfach permanent dabei ist. Also irgendein Betreuer Ja. oder was auch immer. Probieren. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Mensch das Zeugs muss mitschmecken, weil es dient ja als Assistenz im WC. Das heisst, ja, das ist so. der Mensch muss sich irgendwie so ein bisschen selber beschäftigen. Und, oder vielleicht ist sogar die Scheiße von dem blinden Mensch auch irgendwo durch blind und weiß selber nicht so, bin ich, soll ich stinken, soll ich nicht stinken? Vielleicht stinkt es auch gar nicht. Die Eigene Scheiße von dem Persönlichkeit. blinden Mensch. Also warte schnell, du sagst, die eine Theorie ist, wenn der Blinde aufs WC geht und abwischt, Ja. dass er nachher dran schmeckt. Nein, das erste, Super ist, oder? nein, das erste ist, wenn ein Betreuer. Assistent Ah, dabei ein ist, Assistent, zum okay. selber abwischen. Ah, okay. Da ist der blinde Mann nicht machen in dem Sinn. Okay. Das zweite würde, wenn da, was du vorher gesagt hast, Aber dass er schmeckt. Dass er dass das er schmeckt. Ja, genau. Und vor allem, die blinden Menschen ist ja bekannt, dass sie Besseres. andere Sinn ausprägter Ja, ist. voll. Also das sind eigentlich Superhumans, wenn man so will. Ja, ja. Oder? Einer sitzt da und ich glaube, der Mensch oder der blinde Mensch muss nicht einmal so das WC-Papier in der Nähe, sondern es langt vielleicht auch da. Weil es so ausprägt ist. Wie so lange in jetzt dem auch Sinn. nur. Ja, ja. Oder? Und das letzte würden eigentlich anlangen. Mit der Hand. Mit der baren Hand. Mit der baren Hand ins Arschloch anlangen und dann. Wieso innen? Also nicht rein. Also du kannst auch reingehen. Okay. Aber vielleicht steht dann irgendwas im Blindenschrift, so mit Scheiße. Da kann sie so... Im Blindenschrift eher so. Auch so am das ist gut. Anfang dort am Er so, Lesen. Arsch ist super easy. Ja, oder steht auch so gay. Dann sind so Pünktchen dort, mit denen kann er lesen. Aber wie ist das, wenn du einen behaarten Arsch hast? Ja, dann musst du noch durch den Dschungel. Okay, crazy. Also wenn du ein Arab bist und blind bist, dann ist gibt es verloren. immer ein bisschen mehr Arbeit. Dann brauchst du einen Assistent, einen Hilfsassistent, einen Lehrling. Also eine Assistentin. Du brauchst einen Paper Fade. Assistentin. Der Prophet. Das ist aber geil, das ist geil. Also ich denke jetzt, abgesehen also von der Möglichkeit, ich glaube, sie sind einfach schon die zweite Option. Oder einfach mit Gefühl, ich meine, ja, keine Ahnung. Also jetzt auf Ernst? Ich weiß es echt nicht. Eben, das ist echt ernst. Egal, Das ist Umfrage, Umfrage, bam, Umfrage. Nein, Ja, echt. Oder? Ja, ich könnte euch mal überlegen und schreiben. Unsere blinde Also Zuschauer. wenn irgendjemand, Wie machst du das? wenn irgendjemand selber blind ist oder vielleicht sogar in der Familie irgendjemand blind ist, dann fragt mal einfach so subtil, so während dem Essen am besten. Steht irgendwas auf dem Arschloch in Blindenschrift? Nein, wir haben ab und zu auch die Diskussion gehabt bei uns im Atelier, wie tun wir den Arsch abwischen? Ja. Weißt du noch für Debatte? Gegen Führer oder Ah, gegen ja, ich kann mal sagen, gegen ihn. Es gibt wohl echt Okay, aber wie tun da Warte, eure wenn wir Hände über das reden, da positionieren? im Podcast, Ja, das ist schon bös privat. Ich sag's euch nicht. also ich sage jetzt mal, wie ich es mache. Ich halt mir Von vorne check ich nicht. Weil Also, von vorne check Ich mache von vorne. Also warte schnell. Echt? Wallahi, ich mache von Wallahi, ich muss jetzt noch kurz sagen, ich schieße nie. Also, ich weiß nicht, wann noch für grusige Menschen sind. Aber ich mach's nicht. vorne. Er ernährt sich nur Ey, von Bro, Liebe. bist du Haare schneiden, Mann? Bist du stabil aus? Gell? Ja, Gestern in Zürich. in Zürich. Hey, ich komme gar nicht mehr dazu, um bei meinem Coiffeur zu gehen. Aber man sieht es gar nicht so richtig bei mir, weil es einfach komplett schwarz ist. So wie mein Arschloch, wenn es schießt. Kannst du mal ganz kurz den Tape-Fade zeigen? Stabil. Gell? Sehr gut. Er hat es brutal gemacht. echt. Ja, Mann. Ja, also so brutal ist es jetzt auch nicht, aber easy. Hä, aber jetzt, ich checkt erst eben, ich bin Frisur keine Minute, aber ich stehe jetzt so voll ein krasser Schnitt.
Nein, ich find's Es gut. ist symmetrisch und auf beiden Seiten genau gleich. Ah, okay. Also von Eben, da auf ist da, so okay, Haarlänge genau gleich. Und von Okay. da. Ich finde nicht mal da, ich finde, der Schnitt steht einfach. Also, ob es jetzt Schon aerodynamisch. so. Ja. Also, da, was du jetzt gemacht hast, kann man nicht viel falsch machen, weil es einfach ein guter Haarschnitt ist. Ich finde halt die Seite 0 einfach Katastrophe. Ja. Egal, also sorry, Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich weiß nicht, Seite 0 kann ich nicht sehen. Ja, voll. Ja, das ist so, also der Schnitt. Also da soll ist, jeder machen, was er will. Ich meine, bei Panen steht es wirklich, aber das ist nicht so ein Haarschnitt. Ja. Und ich finde es geil, wenn es einmal an die Seite Haare sieht einfach so natürlich aus, voll. oder? Und der Schnitt vor allem, den ich habe, ist so ein bisschen Fukuhila-mäßig. Ja, voll. Der ist Ja, so voll. aerodynamisch. Ja, so wie genau. ein Perfect Mit Shit. Spoiler wo, rein. so wie ein Perfect Shit, wo perfekt aus dem Arschloch rauskommt. Du kommst auch nicht mehr weg von Und dem du, Scheiß. und du putzt und das ist einfach nichts. Keine Bremsspuren, kein gar nicht. Alter. Wow. Dann hast du etwas richtig gemacht im Leben. Oder halt viele Tage etwas Richtiges gegessen. Schweinefleisch. Schweinefleisch. Der Karan hat mal behauptet, weil er halt Veggie Ja, ist ist so. und das. Ist, hat er ich immer noch, immer- du kannst immer noch kontrollieren, Bro. Ich habe wirklich kein Problem mit Stuhlgang. Null, seit ich Du hast aufgehört habe. gar keine Bremsspuren. Nein, doch, Also doch. Brems- Bremsspur, What the da fuck, ist ja nicht mit. Nein, hat er sicher nicht. War sicher nicht. Nein, nein, nicht. Ah, du schießt schon nicht. besser. mal. Du siehst. Nein, es geht einfach mehr um den Prozess. Viele sagen, boah, Alter, ich bin jetzt halb Stunde schieße, ich habe fast nur, ich habe so richtig gepresst. Das habe ich seit 3 Jahren lang nicht mehr gehabt. Aber Bro, das sind auch Menschen, die mit dem Handy aufs WC gehen. Und das sich komplett ablenken. Keine Ahnung, weiß Wer nicht. war? Ja, wenn du mit dem Handy aufs WC gehst, dann bist du so voll abgelenkt und braucht Ewigkeiten, bis man da Zeug rauskommt. Weil du Hirn ist ja nicht beim Arschloch. Ich glaube, Blinde haben wahrscheinlich gar kein Problem mit Schießen. Gar kein Arschloch. Weil sie können nicht ins Handy schauen. Okay, ja, das kann sein. Aber sie hören Podcast von uns. Darum bleiben es auch eine Stunde. Ja, und darum, eben, wenn du jetzt gerade da hörst und blind bist, Du musst bis zum Schluss hören. Und nimm das dein geht- Handy und und fang an zu schießen. Nein, so viel zu dem. Es ist einmal mega komisch, über so Sachen reden, obwohl es eigentlich Voll normal. jeder ist. betrifft. Und Ja, voll. es sind auch so Wörter, die ich auch nicht gerne sage im Fall. war Kacke und Schießen. Ja. Voll. Also das, Ja. das fällt mir jetzt gerade schwer, dazu im Podcast zu sagen. Also schwer. Der ist Das einfach mir so ein bisschen Turban gehabt wieder mit Gender, Alter. Hä? Voll. Der ist wieder mal so ein Turban gehabt mit, ja, ich tue immer Gender. Ich sag so Sachen nie gern. Look, Mach ich auch nicht. look, wir sind, Wen habe ich mal schießen? da, was ich geil finde bei uns, wir sind nicht so beleidigend. Also richtig mit so Ich fick deine so Sachen sagen wir dann vielleicht so humoristisch oder Hurensohn sagen wir eh nie. Aber die checken die Menschen nicht, die untereinander sich gegenseitig zu oft es- Hurensohn sagen. Ja, das check ich auch. Einfach zu Ja, oft. fix. Ja, nein, wenn die, wenn die der Oberstufe haben wir das schon so eine Weile lang gehabt, wo wir uns gegenseitig wirklich, aber klar, wir haben es nie ernst gemeint, aber wirklich so dumm. Ja. So die ganze Zeit. Auch im Geschäft habe ich 2 Kollegen gehabt, die nicht mehr im Geschäft gearbeitet haben. Aber mit denen haben wir untereinander haben wir immer, also bei mir nicht, aber die 2 zum Beispiel, immer. Ey, du, das, die ganze Zeit. Aber ja. Hey Jungs, ich bin eben gerade da durch die Stories von uns am Durchgehen. Wir haben schon öfters Umfragen gemacht. Und ich weiß nicht, ob man da auf diese Sachen eingehen wollen. Leider zum Beispiel letztes Gespräch mit dem Karim nicht mehr dazu entstanden gekommen. Er ist jetzt leider schon in wo ist er? Thailand. Der ist sich am Vorbereiten Bali. für seinen ersten Kampf. Ist ein Boxer, oder was? Wird er zum, wie heißt der andere? Van Damme. Mike Dyson. Mike Dyson. Den haben wir halt so Umfragen gemacht, wenn du da noch anschauen. Später vielleicht. Was sind wir ganz am So. Schluss? Wir können auch ganz am Du Schluss. kannst dich vielleicht Dinge kurz Aber es vorbereiten. geht auch um Verschwörungstheorien, falls du das noch vergessen hast. Boah, ja, für den haben wir Das ist keine- ja nicht. für den haben wir keine Zeit. Alter. Was? Dann können wir vielleicht auch Okay, nächstes Mal. nächstes Mal allenfalls da ein Okay. bisschen größer Wir aufmachen. haben zum Beispiel Gendere, HS-Gendere. Haben wir auch Antworten bekommen. Echt? Ja. Dann drop die mal kurz. Frag deine Antworten. Okay, die Antwort. Oh Mann, ja, da muss ich jetzt gerade kurz suchen, sonst können wir mal etwas anderes erzählen. Also, bevor wir da richtig reinsteigen. Ihr gesehen, wir haben eine neue Lokation. Ja. Wir sind endlich jetzt eine Shisha-Bar. So, ihr könnt jederzeit in den Kundenbund kommen und wir machen euch Apfel- und Granatäpfelköpfe Mit Banane. mit Okay. Bananen, stimmt ja. Da haben wir eine Banane. Da ist der Schluch. Oh. So, da, wie wir da ausgestattet sind, ist straight aus Kurdistan. Yes. Wir haben es echt, also unsere Familie hat es da verschleppt. Wir waren Schleuser gewesen. Wir haben angefangen, dass wir Geld gehen an Schleuser, schlussendlich sind wir Schleuser geworden. So from the bottom now we're here, Alter. So, wir haben ein kleines Zimmer bekommen. Wir sind ein bisschen umgezogen, immer noch im Kundenbund.
Und am Anfang hat das Zimmer wahrscheinlich, wenn ihr da sind an dem Samstag, wo Kunterbund Tag der offenen Tür gehabt, ist ein bisschen, also vielleicht erkennen wir es gar nicht, aber das ist immer das gleiche Zimmer, gerade wenn man am Eingang rechts, so. Da ist ein bisschen, ja, viel Chaos gewesen, viel andere Tische und so Zeugs und da müssen wir noch zuerst mal verschleppen. Und in dem, jedes Mal, wenn ich umziehe, irgendwie, auch wenn es etwas Kleines ist, denke ich mir einfach, wieso gibt es keinen Umzugroboter, wo die können helfen können. Ja, da wär, Weil die sind eigentlich extra gemacht dafür, oder? Zum Ey, muss aber den Menschen Kommt helfen. sicher. Das kommt sicher. Es gibt schon. Eben, die Schweiz ist auch also jetzt eben von der Robotik. Nummer 0. Nein, sehr weit oben. Sogar sehr weit oben. Ja. Ich weiß nicht, welchen Platz genau, aber in der Schweiz ist sehr. 3. Ist der Reihe. Sie sind dran, also eben, die Robotik, da wird dann der nächste Shit. Robotik. Also bei unserer Firma merke ich ja schon, wir sind so viele Sachen am Automatisieren. Einfach, dass ein Roboter das macht, so monotone Sachen, einfach von da nach dort schieben. Voll. Das sind jede Sekunde, du hast halt nachher in der Produktion sozusagen in der Supply Chain, du ab, also du sparst Geld. Normal. Aber eben, bis jetzt ist eigentlich so, seit 10 Jahren hörst du, Robotik wird nicht stehen. Aber bis jetzt ist eigentlich immer noch so, dass ein Roboter eine Funktion hat und dort ist er brutal. Jungs, jetzt muss ich ganz kurz etwas sagen. Und zwar, letztens habe ich so ein Meme gesehen. Zwar, in der Zukunft werden wir fliegende Autos haben. Ja. Und stattdessen haben wir den Shrek, der mit dir rummacht. Ja, voll. Ja, voll. Ich finde das so gut, den habe ich so oft gesucht. Aber den finde ich nicht. Ich glaube, den gibt es nur im Snapchat. Und Snapchat habe ich halt nicht. Ja, wie hast du den gemacht? Vor, wie hast du gesehen? Der hat es halt gehabt auf Insta. Aha, der ist aber der rummacht, den gibt es leider nicht. Ich habe voll Bock zum der ist Videos der, mit dem machen. Die machen so gut, die machen so. Ja, ich schwöre. Und dann lädt das auch. Das ist einfach Vergewaltigen vom Tracker. Ich habe nur den einen gesehen, wo der Shrek sozusagen da ist. Ja, beim Kind. Beim Kind, aber Was? ja. Der Mann hat eben das Kind da, es war ein Penner gewesen, oder? Ja, wo ist Mike? Ah, so, wo ist Mike? Das Kind war da am Penner gewesen und Ja. die Frau hat sozusagen ihn aufnehmen. Der Shrek war zuerst da gewesen und nachher ist er zum Kind Ja, zum shit. Maul. Und nachher hat es halt so ausgesehen. Das war lustig ausgesehen. Eben die Robotik-Szene, die können bis jetzt, eben, wie du es gesagt hast, monoton, eine Aufgabe und dort sind Babas. Aber da war jetzt eigentlich in der Robotik sehr wahrscheinlich auch muss und vielleicht auch irgendwo durch selbstverständlich, dass da muss stattfinden, ist, dass ein Roboter mehrere Sachen kann. Ja, da kann Wie der Shrek zum Beispiel. Oder wie Transformers. Ja. Nein, zum Beispiel Robotik, wo es glaube schon etabliert ist, ist zum Beispiel auch in der IT, ist zum Beispiel wie der Banken, wie der Backup-Tapes. Also Backup-Tapes sind so, du hast eine ganze, also es gibt große Firmen, die haben halt also Backups, das sind ja, was heißt Backup auf Deutsch halt? Datensicherung. Datensicherung, oder? Ja. Und bei Banken ist halt ein riesen Ding, oder? Und da gibt es wirklich eine Halle, einfach einen Raum, der ist halt wahrscheinlich so groß wie da, Ivy Arena. da wie heißt der Platz da hinten im Hintergrund? Winkle. Chilaui Ecke und der zusammen. Dann ist ein Roboter drin, der automatisch die Tapes tut, Mischen. mischen nicht, einfach verschieben. Und Mission Impossible Je heisst nachdem, aber es fängt an. Und da ist auch Robotik. Oder? Ja, stimmt. Da gibt es schon lange Robotik, aber jetzt kommt halt künstliche Intelligenz dazu, wo noch zum Beispiel Sachen wie noch tut, selber vielleicht noch entscheiden oder selber noch weiter, wie du gesagt hast, mehrere Aufgaben. Das ist eben das nächste Ding, da mit der eigenen Entscheidung. Ja, Dyson. Kurze Frage. Wo unterscheidet man eigentlich zum Roboter und einer Maschine? Weißt du den Unterschied? Eine Maschine hat eigentlich, ein Roboter Hat Herr Herz. wird programmiert. Oder? Ein Roboter sagt, weiß irgendwo, wenn jetzt das Beispiel vom Karan nehmen in der Industrie, dass der Roboter sagt, easy, nimm jetzt die Tapes und tu es dort an. Das heisst, er entscheidet schon irgendwo durch selber, wo es ankommt. Aber er ist so programmiert worden. Okay. Und die Maschine ist einfach mechanisch. In dem Sinn. Die Maschine hat nur eine Aufgabe. Maschine ist ja, du sagst dir etwas, oder? Ist jetzt ein Tesla eine Maschine oder ein Roboter? Tesla ist ein Auto. Er fliegt bald. Ja, aber wenn es jetzt zum Beispiel. Eine Maschine hat automatisch das Auto gemacht. Eine Maschine hat das Auto gemacht mit vielleicht Robotikfunktionen. Aber wieso willst du jetzt sagen, Auto ist keine Maschine? Wieso tust du jetzt da differenzieren? Ja, ich nehme halt, es ist schon irgendwo durch eine Maschine, aber eine Maschine ist für mich, in Definition Maschine ist für mich etwas, wo etwas produziert. Etwas, zum Beispiel eine Maschine, die Elektronik Aber- baut. Ich bin auch eine Maschine.
Ja, wir sind alle ja, irgendwo durch, wir funktionieren irgendwo durch, oder? Mit dem Mechanismus, das ist so. Also, wir sind alle irgendwo durch eine Maschine. Aber die Definition da, wer so unterscheidet zwischen Robotik und Maschine ist, Robotik tut nicht unbedingt was etwas, wie sagen wir, etwas herstellen, sondern eher Funktionen ausführen. Zum Beispiel eben bei Tesla ist auch so der Sitz, oder? Der wird an so einen fetten Arm kommt, holt den Sitz, nimmt den Sitz vor und tut ihn da rein. Weil der Sitz ist ja schwer, oder? Und dann übernimmt ein Roboter. Sozusagen. Okay. Eigentlich sozusagen Funktionen vom Menschen tut ein Roboter ersetzen und eine Maschine ist etwas noch mehr, was produziert. Und wo auch der Mensch an sich dann mit dem muss zusammen arbeiten. Ja. Okay. Also habt ihr gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, du bist auch eine Maschine, also wo du nicht zulässt. Ich gehe übrigens gerade nochmal schauen, Definition, dass man da natürlich kein Roboter-Defender kommt. Ja. Genau. Und da war man eigentlich schon früher, ich glaube sogar, das kann noch Tamagotchi, Alter. Der Beste, Bro. Da ist ja nicht schon in den 90er oder 2000er Ja, aufgekommen. 2000er, ja. Und so viel ich noch weiß, oder das Gefühl, das ich eigentlich noch in dieser Zeit hatte, ich glaube, meine Schwester jetzt hatte. Meine Schwester, Tamagotchi, weißt du? Tamagotchi ist so ein kleines Teil. So das Gerät. Und dann ist da schon dein das Haustier. Ja, das Haustier. Ja, genau. genau. Irgendein Tier ist das oder irgendein fiktives Tier. Ja, hat er da die Hai. Ich weiß nicht, ob der noch Akku hat, aber. Ja. Und eben, das Gefühl von. Es hat einfach mehrheitlich Mädchen haben das Zeugs gehabt, oder? Und auch asiatische Chinesen, die sind irgendwie auch ein bisschen crazy, oder? Und dort hast du so das Gefühl gehabt, die lieben das fucking Tier. Ja. Obwohl es ja eigentlich auch irgendwo durch ein fiktives Wesen ist. Ja. Oder? Das heisst irgendwo durch auch ein Roboter. Da hat auf dem Handy auch die App. Crazy. Die Ja. Schieße-App da. Hey. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Ja. Nein, der hat auch ausgesehen wie ein Schieße, eigentlich. Der auch nicht führt, dann ist er grösser geworden und so. Also mit was? Mit Scheiße? Nein, ich weiß nicht, aber ja, der ist auch jetzt auf dem Handy noch sozusagen Tamagotchi-App gegeben. Also, ja. Okay, crazy. Eigentlich hätte soll Gucci mit denen kollaborieren, Alter. Tamagotchi. Tamagotchi. Aber ja, eben, du empfindest sozusagen Ja, voll. Liebe. eine Liebe zu dieser fiktiven Figur. Figur, ja. Nochmal ganz kurz gesagt, du hast im Fall recht gut Roboter beschrieben. Es hat immer in Bezug auf Mensch zum Mensch zu tun. Also entweder übernimmt es Tätigkeiten vom Mensch oder es ist ein Abbild von Mensch sozusagen. Und sonst ist es halt eine Maschine. Man kann es auch Menschenmaschine nennen. Ist eigentlich ein Roboter. Ja, genau. Anderes Wort für Roboter. Aber Roboter ist eben Sehr auch, interessant. bevor wir eben zu der Empathie und eben zum Gefühl teilkommen, ein Roboter wird aber in der Gesellschaft sehr als gefährlich empfunden. Weil da kommt halt wieder ein paar nach mir, wo sich Leute, die nicht wirklich richtig wissen, was künstliche Intelligenz ist oder was. Wir wissen immer noch nicht, was Grenzen sind. Also Grenzen sind ja keine Ahnung, oder? Grenzen Aber- sind dort zum Testen. Ja, keine Ahnung. Viele haben halt, Brechen. viele haben halt Angst, dass künstliche Intelligenz, aber so Roboter, uns sozusagen irgendwann Herrschaften übernehmen, oder? Weil sie entwickeln dann ein eigenes Bewusstsein. Und klar, es klingt halt alles so sehr Science Fiction. Ich würde auch nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber ich glaube, so rein technisch ist es gar nicht möglich. Klar, wenn der Mensch beabsichtigt, dass ein Roboter eher so etwas macht, dann ja. Aber solange die Regelungen, solange da ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Gefahr für uns kann sein kann. Außer das wird eben durch eine menschliche Einwirkung durch eine Gefahr gemacht, zum Beispiel eben Waffen oder keine Ahnung, Bomben. Splitter. Ja. Also, ja. Schau, das Ding ist, ich habe letztens, vor Wochen oder so irgendwas gelesen, von, wie eigentlich da mit dem Chatbot angefangen hat. Ja. Und da ist eigentlich auch eine künstliche Intelligenz dahinter, wo jetzt zum Beispiel auf Digitech, wenn du da hingehst und irgendein Problem hast, gibt es so wie einen Chatbot-Supporter, der gerade aufpoppt und kannst mit ihm ein bisschen schwätzen. Crazy. Ja. Der ist noch oberflächlich und man hat es vor irgendwie keine Ahnung, wie viele Jahren ausprobiert, dass man Chatbot-Funktion oder halt das Hirn dahinter nutzt für psychisch kranke Menschen. Man hat so wie eine Studie gemacht mit 400 Menschen, die fiktiv psychisch krank sind und die haben es einfach getestet. Ja. Und weil dann künstliche Intelligenz ja mitlernt mit den Menschen, weil es ja Datenmodell oder Data Language Manipulation bla bla. Ja, Data Language Model. Genau, und da heißt ja, dass eigentlich der fucking Chatbot mit dir lernt, egal was du schreibst, egal was du denkst, vor allem.
Und am Schluss haben bei den meisten Probanden hat der Chatbot gesagt, bring die um. Krass. Und Ja, aber das ist ja. Da brauchst du aber einen Filter. Also da kannst du nicht erlauben, dass er da. eben, und dann haben sie herausgefunden, haben sie natürlich den Filter eingebaut und so ja, Zeugs. voll. Und das Ding ist ja auch, egal wie gescheit ein Programmierer ist dahinter, es wird immer irgendeine Lücke geben, wo man nicht füllen kann oder wo man nicht komplett ausdenken kann bei der Technik dahinter. Oder? Und ich glaube, die Chatbots und KI und so Zeugs, es muss einmal durch alle Menschen vielleicht mal durch, bis die Entwickler so checken, okay, da sind Fehler, da müssen wir da einbauen, da müssen wir nicht einbauen. Und das Ding ist auch, die KI ja nutzen, ich meine, die es entwickeln, die können ja sehr wahrscheinlich auch einen teuflischen Gedanken dahinter haben. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass KI direkt mal teuflisch sein, sondern die Entwickler sind eigentlich die alles normen. Es ist alles da, ja, das ist so. Und eben wegen Chatbot, es ist nicht irgendwo durch die heutigen Chatbot, die einfachen, die wirklich simple, zum Beispiel einem Webshop oder so, die ist keine KI dahinter. Da ist KI ist So automatisiert. nein, es ist einfach eine reine automatisiert. Du gibst ein Wort ein, du sagst vielleicht Möbel oder du tust auswählen, oder? Gibst Möbel ein, nachher hat er Abfrage. Wenn die Möbel angeklickt sind, dann fragst du die Frage, welche Möbel geht es genau. Es ist mehr so if-else, also wenn da, wenn dann da. Wenn blind ist, kommt iPhone. Ja, Kauf iPhone. zum Beispiel, ja. Aber ja, es gibt auch Chatbots, die sind brutal. Die schauen auf Keywörter, was du nur schreibst. Voll. Und dann gehen sie wirklich in die Datenbank hinterher, also wirklich den ganzen Shop durchsuchen und du kannst sagen, ja, ich suche ein Mikrofon für den Podcast. Oder dann hat er Keywörter, Mikrofon, Podcast, dann sucht er in dem Hintergrund wirklich mit dem Language Model, was ja gay ist, was ja mal beigebracht worden ist. Sucht er dann die aus und sagt, okay, die 3 Empfehlungen kann ich noch machen für die Preiskasse. Also das ist krass. Da kannst du wirklich sehr viel sparen, weil der Mitarbeiter sich beraten lässt. Der kostet einfach. Und so ein Chatbot hast du einmal gemacht. Das stimmt, ja. Und der lernt dann dementsprechend auch permanent dazu. Ja, genau. Also ihr sind, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid der Meinung, so künstliche Intelligenz muss immer vom Mensch programmiert werden und es kann sozusagen nicht etwas Eigenständiges denken, ohne dass das schon vorgeschrieben war. Künstliche Intelligenz ist nicht etwas, wo wir, also es ist der Algorithmus, wo gay ist, aber die Maschine, also künstliche Intelligenz, da tut sich selber beibringen, da braucht Zeit, bis sie da musst wie, jetzt gibt es eben Quantencomputer, mit denen kannst du noch schneller etwas ausführen. KI an sich ist nicht etwas programmiert. Das ist mehr, du hast einen Algorithmus dahinter, mit dem kann ich, das ist viel zu kompliziert zum einmal. Und dann tut noch das Programm selber oder was auch immer der Roboter dazu lernen und er braucht Daten, er braucht Informationen und mit dem lernt er dazu und irgendwo hat er ein eigenes Bewusstsein, weil er selber dazu lernt, aber es ist im Rahmen vom Algorithmus, also vom Rahmen vom Programmierer. Also deswegen bin ich der Meinung, es kann nicht außer Kontrolle geraten. Außer der Mensch, eben, der menschliche Faktor ist, wenn er etwas Böses in sich hat, Genau. weil der Algorithmus der kann ja jeder für etwas nutzen. Da ist Gefahr, ja. Okay. Und da ist wie genau das gleiche mit Tamagotchi. Der Mensch füttert es ja, oder? Damit er weiterlebt. KI kommt die Daten auch vom Menschen über. Gefüttert. Also ChatGPT ist ja genau das gleiche. Weil zum Beispiel jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch im Geschäft sind oder so und mit ChatGPT das Zeugs mit ChatGPT arbeitet, wenn ihr sensible Daten in ChatGPT eingebt, Die speichert er. die speichert er Zum und da heisst, Ich putze mir den Arsch nicht. sagen wir mal, Firmentechnisch, du kannst sagen, ey, wir haben unsere Firma Vario Systems AG Boah, zum Beispiel, oder? Ah, das hab ich auch schon gemacht. also wenn Umsatz einmal gemacht. jetzt zum Beispiel ein Cola-Rezept irgendwie in ChatGPT bekommt, ihr gepflanzt wird, die ganze Welt hätte. Hey, aber apropos Cola-Rezept, denke da wirklich, da gibt es noch nicht. Da hat sicher 200 Leute schon herausgefunden. Wie es gemacht wird. So kompliziert kann das doch nicht sein, oder? Ja, irgendwann Corn Syrup und so. Und 2 Kilo Zucker und gut ist. Ein bisschen Ja, kann ich. Keine Ahnung, Alter. Es gibt ja, aber da kannst du ja nicht faken. Auch wenn es fake ist, niemand wird es kaufen, weil halt Marketing von Cola zu stark ist. Aber egal, das ist ein anderes Thema. voll. Ich meine, es gibt ja 3000 Happy Aber du Colas kannst- und so Zeug. Aber du kannst bei ChatGPT da ausschalten, Vivi Cola. die sensiblen Daten, dass er die nicht speichern soll. Ah Ja, aber Bro, Alter. Nein, wir haben bei unserer Firma da auch noch Nach- erwähnt, dass einfach security-technisch, so, falls ihr Kalkulationen macht über ChatGPT, weil wir sehen ja bei unserer IT,
wo der Traffic angeht. Und Bro, jeder nutzt da und das ist okay. Weißt? Wir als Firma haben doch kein Problem, wenn die Leute das nutzen, aber es soll auch im Rahmen sein, dass es uns nicht schadet, oder? Oder für den Konkurrent. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ja, in dieser Branche, man kann in die Einstellungen gehen und dann kann man die Daten, dass dann nicht gespeichert wird, aber dann hast du eben das Problem. Du hast dann die Funktion links von ChatGPT, wo noch die Sachen gespeichert hat, die hast du dann nicht mehr. Hast du nicht mehr Suchverlauf. Dann hast du nur so einen temporären Chat, oder? Wo dann etwas eingibst und dann ist es wieder gelöscht. Sozusagen. ChatGPT macht Zwinker, Zwinker, hey, ich habe es nicht abgespeichert. Ja. Sie haben es irgendwo schon, aber sie geben es nicht raus. So, also da ist da, was sie sagen, eben am Schluss. Am Schluss verkaufen es mir. Der ist ja der Inhaber von Chat, also der CEO. Ist jetzt ein neuer, oder? Nein, eben nicht, er ist wieder zurückgekommen. Wow. Okay. Er hat er ist so Microsoft. Ja. Da wäre eine riese, also da wird es krass gewesen, wenn er jetzt, weil Microsoft ist halt dort auch voll am Pushen. Sie haben da etwas Sie haben einen anderes. Copilot, ja. Und der Copilot ist eben noch krasser, weil der ist verknüpft mit der 65-Palette, also mit Office, mit PowerPoint Okay, und krass. alles Copilot. Du kannst wirklich Teams und du kannst im Workflow, das ist krass, was Ich muss sagen, Copilot... dass der noch all die Informationen, all die PowerPoints, die du mal gemacht hast, abspeichert. Nicht mal, Bro, du denkst noch als Student. Du musst dir vorstellen, eine Firma hat Copilot und alle Daten, die in der Cloud sind, hat die KI zur Verfügung. Das heißt, du kannst einfach schreiben, geh mal bitte ins ERP und geh eine Jahreskalkulation machen. Richtig geil. Das ist krass. Also Boah, war wenn er so da, eine Excel-Liste erstellt, ja, mal, und dann genau. sagst du, Weil das ist ja verbunden mit, also Microsoft, da, das ist eben der OpenAI CEO, der ist nachher der wollte zu Microsoft. Und das war auch eigentlich geplant gewesen, weil sie einen Verwalter so hat, der ihn rausgeschmissen. Aber 100 Leute, also mehr als 100 Mitarbeiter von OpenAI haben droht, dass sie kündet, wenn er geht. Shit. Ich weiß nicht, ob da der 100% Grund war, aber da ist es rum gewesen. Und jetzt ist Aber wieder schon mal zurück. geil. Jetzt ist der Verwaltungsrat hat sich geändert und er ist wieder zurückgekommen. Aber Bro, alter Microsoft, die tönen ja wahrscheinlich Firmen anvisieren mit dem. Und sehr viele Firmen arbeiten mit Outlook, sehr viele Firmen arbeiten mit Word und so Scheiß. Sie sollen dann noch kombinieren mit Adobe und Ciao Leben. den schau leben. Ja. Also echt, Ciao Leben. ChatGPT hätte ja eigentlich auch am Anfang wollen, irgendwas mit Firmen anvisieren und so. Es Dass sie gibt dort ja- APIs haben, also die Schnittstellen. Haben sie schon. Zum Beispiel, es gibt ja ChatGPT 4, also wenn du zahlst, hast du ja extrem viele Schnittstellen. Du hast Canva, du hast CapCut und Canva. Du kannst theoretisch Videos von YouTube einfach klippen. Du kannst ihm sagen, du hast eine Schnittstelle zu CapCut und dann kannst du ihm wirklich sagen, ey, ja, da Video, bitte schneid mal Minuten 3 bis 4 mit dem Hintergrund das und der schneidet dir da automatisch. Geil. Und mit Canva hast du eben noch Grafiken, die du kannst automatisch generieren kannst. Du kannst sagen, ja, bitte da 3 Bilder von mir. Also da Bild von uns 3. Du ich Bilder hochladen, mit der 4er Version kannst du das. Dann kannst du sagen, bitte mach ein Bild von uns 4, von uns 3, irgendwie mit dem Comic-Style zum Beispiel. Und der macht das, ja. voll. Das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert, aber mit OpenAI selber, mit dem Tool da DALL-E oder so. Ja. Dort, wo der Dyson so ein bisschen nackt rauskommt, ohne Nippel. Weißt du, das Bild? Dreamworks ist schon mal am besten. Geil. Dreamworks ist ganz geil. Oder Dreamworks oder Dream, irgendwie so heißt Und es. der Karan einfach dick macht. Ja. ja, genau. Mit so Polizei-Officer, irgendetwas da. Ja, genau. Emblem. Aber es ist, Entwicklung ist spannend, wo es anführt, ist wirklich. Aber eben, es geht eben jetzt, das ist jetzt eher so in der Finanz-, also so ein bisschen in der Wirtschaftswelt, aber eben, es gibt auch Einwirkungen ins menschliche Ebene. Genau, da wollte ich eigentlich auch sagen, weil der Dyson hat davor beschrieben, wo er gegoogelt hat, Menschen abbilden. Das ist eigentlich auch so das Ding momentan, dass man probiert, als Freund und Helfer in dem Sinn, anfänglich, und dann bumsen mit ihm, in dem Sinn. Es gibt Deepfakes. Ja, Ich habe gegeben, Deepfakes sind, dass ich kann von dir ein Video machen so. Oh oder? shit, ja. Und mehrere Bilder habe ich auch mehrere Bilder von dir. Du bist auf Insta, oder? Ich kann krass. Bilder von dir kopieren und ich kann dir zu einer anderen Person machen, So ein dass du, irgendwas machst, dein Gesicht und ciao. Ja, schon der Drake gehört kurdisch singen. Ja, oder der Cristiano Ronaldo albanisch. Echt? Ja, das ist so gut. Es gibt Mann, auf, seine Stimme Leute mit richtig aufpassen, gut momentan geht gemacht. gerade zur Masche rum. Auf WhatsApp Leute dir plus 384 Boah, Nummer nein, an. hat mal angenommen. Nein, aber mit Videocall. Und dann ist es einfach so der Obama am Deutschschwätzen. Ah, krass noch, wie Es gibt, nein, eben nicht. Und nachher passiert erstens da, es wird, ich weiß nicht, was passiert, aber ich kenne jemanden, wo das passiert ist und der hat abgenommen. Und nachher das Video gehabt, wie zuerst haben sie nicht gewusst, wer abnimmt, oder? Ja. Und wenn ein Mann, wenn jetzt du abnimmst, dann kommt auch eine Frau, wo das so ein bisschen, sich freizügig zeigt und so. Nice.
Und je nachdem, wie du reagierst, dann sie nachher so bestechen. Okay. Dann schicken sie da und nachher sagen sie, wir tun da keine irgendwo Jungs, aber publizieren. mir da gerade an. Da schauen. Ja, es ist, ja, mit Deepfakes. Crazy. Aber der, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich will da niemand animieren, aber man kennt ja Enkeltricks. Aber Anime. Weißt du? Enkeltricks. Kennen ihr den Enkeltrick? Man läutet eine Großmutter und Großvater an Ja, und genau, sagt, ja, hey, ich bin dein Enkel oder so. Man verstellt ein bisschen die Stimme Mhm. und zum Geld von ihnen abzwacken. Habe ich auf YouTube Und gesehen. mit dem Ja, ist jetzt ja auch viele brutal easy mit diesen Deepfakes. Alter, Du musst nur Enkel kennen, einmal seine Stimme aufnehmen für längere Zeit und dann kannst du Das ist Großfamilie anrufen. wirklich Aber eben, machen da Nein, das ist keine Inspiration. eigenständig. Es gibt, Tun da auf nicht mit mir YouTube, verbinden. es gibt auf YouTube, Machen das nicht, wir machen es schon. ne, auf YouTube gibt es einen, der das dokumentiert hat. Wo kennst du Hacker, also Scammer, die gescammt werden? Ja, das ist so geil. Legende. Das ist so geil. Weißt, in Indien ist schon mehr halt so das Thema. Und Ja, der Beispiel, nein, das war ein Podcast, gewesen, den ich gelesen habe. Wo aber, ich lasse so, weißt du, aus Café Bre lasse ich keinen anderen Ja, Podcast. normal. Ah, Und ich bin auf Spotify gewesen und ich so Punjab, oder? Punjab-Scam und ist da. Und ich so, okay, ich sehe meistens immer Indien-Scam, aber meistens in Mumbai oder Bangalore, wo so IT-Hub ist. Also Punjab selber habe ich nie sowas gehört, haben man denkt, dass es wahrscheinlich sowas gibt. Und dort hat es aber auch die Masche gehabt, genau die, dass sie so heißt, dass die Leute an und sagen, euren Sohn ist, also sie wissen doch wirklich, dass er Koffein machen geht zum Beispiel. Ja, geht so. Und sie Leute da und sagen, ja, dein Sohn, dein Enkel ist bei uns da in Gewahrsam, dies, das, du müsstest jetzt keine $2000 Ja. überweisen und dann schaue ich, dass ich mit einem Anwalt und dann machen sie sogar noch so, warte, ich gebe dir den Anwalt. Ja, voll. Dann umschalten, noch unter Anwalt und sagen, ja, ey, ich bin der Anwalt, dies, das, und dort und dort Erfahrung und ja, und Da geht's Stimme schnell, ist da halt geht's schnell. ähnlich. Stimme. hey, und dort wird das, wie heißt das jetzt? Der Scammer wird gescammt. Aber Ja, wer nein, jetzt was der anderes. Scammer? Ah, das ist was anderes, okay. Nein, Scammer, was gescammt ist, eine Story ist, sie haben, in Indien hat es ein ganzes Büro, also wirklich ein ganzes Gebäude gehabt mit Leuten, die wirklich so hocken und jeder hat einen PC und scammt die ganze Zeit. Also wirklich Telefonsupport, Microsoft, ich komme von Microsoft, ich komme dies da. Crazy. Und er, also der Amerikaner, hat das ganze Gebäude gehackt und hat sich in die Kamera reinhacken. Ja, Mann. Und der Amerikaner hat dann angerufen als weißt du, bei ihm ist ein Pop-up aufgekommen, Leute diese Nummer an, wegen Microsoft, du bist gehackt worden, du bist ja infiziert worden, nachher hat er angerufen. Während er anruft, ist er am schauen, wie die Person ihn wird scammen. Ja, voll. Dann sagt er zum Beispiel auch so Sachen so, Ihren Namen und so. irgendwann sagt er so, die Person links neben dir heißt so und so. Ja. Und dann Nachher checkt das bekommen sie Leben nicht mehr. Leben nicht Und dann mehr. rechts von dir so und so, hinter dir ist der und der. Alter. Die checken das Leben nicht mehr ab und so. Crazy. Es ist voll geil zum Zuschauen, echt. Nein, da will ich echt mal anschauen. Das ist echt geil. Wirklich, Gott, das ist wirklich... Würdet ihr machen in dieser Situation? Wenn ich als Scammer würde gescammt werden. Nein, du bist ja kein Scammer. Du wirst einfach angerufen, weil in dem Moment sieht er sich es nicht als Scammer. Er denkt, er macht einfach seinen Job. Ja. Und will sein Geld verdienen. Man weiß ja nicht, was für Situationen die einmal haben. Also die wissen alle, dass es scammen. Ja, gut, aber. Aber Ja. es ist ja Normalität Ja, wahrscheinlich. voll. Ja, Aber die absolut. können den Job halten, die tun abstempeln und so weiter. Genau, Ja. genau. Ich meine, vielleicht machen die Leute da auch unbewusste Scam-Jobs. Ja. Ein Banker vielleicht ist auch ein Scammer. Ja. So blöd gesagt. Ethisch, ja. Ja, das ist Total. nicht nur ethisch. So, lass bei uns Geld. Also ich denke, Versicherungsmänner sind noch mehr Scammer. Also, ich meine, weißt du wieder die Idee von einer Bank, dass du dein Geld dort lässt? Ja. Dass Das habe du, mich schon echt dass, zu oft gefragt. Ja. dass du die Hai nicht unter der Matratze das Geld lässt. Ich schwöre alles. Das ist schon die Idee Aber nein. von einer Bank. Und Aber dann- was machen und- sie? Sie spielen mit dem Geld, das du drin lässt. Also im Grundprinzip. Und vielleicht haben sie nur am Schluss ein Drittel von dem, wo wirklich allen gehört. Nicht einmal. Nicht Egal. einmal. Egal, aber das ist ja auch ein Scam. Wenn man jetzt Scams so, wenn man die Inder-Scammer oder allgemein, es gibt Ey, auch nicht so nur Inder, Albaner, wir Leute immer so Albaner an, weil die wissen ganz genau im Telefonbuch an Hasenei, lesen dann wieder mal. Und dann sind sie einmal nur frech, aber egal. Vor allem, wenn Die auch. wenn so Die Inder Ja, auch. aber- Die raschen aus. ja, Bro, Einer hat sich- beleidigen noch gerade Familie, ist Ja, Junge, Mann. Mann. Ja, das ist so mit Druck schaffen. Alter. Nur wenn ich die exposed habe, Mann, chill mal, dass du jetzt keine Provision von mir bekommst. Ja, fix. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was ich will sagen. Ich weiß aber auch nicht. Jetzt, grad Irgendwas- weg. Ja, egal. Ich weiß nicht, was. Aber ja, Scammer, auch da ist, Mann, das ist geil. auch da ist KI-technisch. Ah ja, ja, auf jeden Fall, sorry, Bro. Ich jetzt auf jeden Fall will abrunden, um den Scammer an sich nicht allzu böse zu sehen. Weil Ja, voll. die meisten, die machen es wirklich Voll. einen Job. Ja. Und der Part uns halt schöner dekorieren. Naja, auch wegen der Familie halt. Ich glaube, das sind auch so meistens Scammer aus Entwicklungsländern.
wo der ganze Kapitalismus sehen, der bei uns so herrscht und man kann überall Geld verdienen. Und sie wollen auch ein bisschen ein Stück vom Kuchen halten. So, gebt dem mal ein bisschen den Spitz vom Kuchen, damit sie auch ein bisschen Süßes haben im Leben. Du musst einfach ein bisschen up-to-date sein. Voll. Schade ist, dass wirklich ältere Leute, die jetzt zum Beispiel den technischen Umschwung aber nicht so mitbekommen, oder vielleicht auch jüngere, die einfach nicht am Zahn der Zeit sind, am Zahn der Zahnarzt, Dinge. am Zahn der Dinge, dann kommst du aber nicht neu. Ich sage jetzt irgendwie vielleicht ein ich weiß jetzt nicht, irgendjemand, der halt nicht mit dem PC zu tun hat im Job. Ja, absolut. Ja. Ein Beispiel, Verständlich, ja. Schreiner, keine Ahnung, gut, der hat vielleicht mittlerweile auch mit Architekt. dem PC zu Architekt. Und dann weiss man zum Beispiel nicht, was ChatGPT ist. Jetzt habe ich gerade jemanden kennengelernt, der hat nicht gewusst, was ChatGPT ist. Wer ist da? Ich weiß es auch nicht mehr, aber Wie alt ist er? hat er gesagt. Ich bin nicht mal so alt. Okay. Auf jeden Fall, und ich so, ja, da ist da und da. Ah, okay. Also ich verwende es ja selber fast nie. Auf jeden Fall, grundsätzlich, sorry, zum nochmal zurückkommen auf Banken. Banken funktioniert ja nicht so einfach. Das geht ja nicht nur um da. Ich meine, es sind ja Weltwirtschaft unter Kontrolle und bla bla bla. Wir schauen, dass Inflation und so nicht gibt und dies und das. Also ist schon deeper als nur, dass sie mit dem Geld von dir nehmen und dann spielen. Ja, voll. Aber im Grundprinzip ist es vielleicht schon da. So. Aber die Grundinformation, die wir da weitergeben, ist, lasst da einfach ein, zweimal scammen. Dass auch die von dem profitieren, weil die Aber auch ihre war- Familie. Ja, Ja, aber apropos mal kurz. Scam, ich muss ein bisschen, die Story, weißt du nicht, ob ich sie euch mal erzählt habe. So. AirPods Pro Max. Bist du gescammt worden? Nein, der Kollege von mir, der Marc. Ja. Er hat die mal wollen, weil er gesehen hat, die sind geil, keine Ahnung, weiß auch nicht. Er ist schon voll Bock. Ich habe sie Die haben wir gekauft, oder? Ja, genau. Ja. Er ist ja gescammt worden, zweimal. Ja, Er ist gescammt worden. Ja, also Was heisst das? betrogen, scammt. Scammt ist Ja, Betrug, es oder? ist ein Scam, es ist ein Scam, ja. Also er kauft auf Ricardo, sieht, geiles Angebot, bam, kauft. Und er sieht mich, ich kaufe einmal Sachen im Ricardo, ich weiß nicht, oder suchst halt selber, weil er im Ricardo Sachen sieht. Dann hat er es gekauft. Kommt nicht da. Kommt nicht da, muss seine Zeit abwarten, bis er noch den Verkäufer kann mahnen und dies und das. Also hat er mit ihm Kontakt aufgenommen, mit Handynummer? Ihm geschrieben, ihm dies. Also ich weiß nicht, ich glaube über E-Mail. Ich glaube, der hat die Handynummer nicht angegeben, muss halt nicht immer angeben. Ja. Auf jeden Fall hat sie nie bekommen. Das Geld hat er, glaube ich, im grössten Teil von Ricardo Käuferschutz zurückbekommen. Okay. Also einmal gescammt. Und dann fuck. Zweite Mal findet er sie auf Tutti auch einigermaßen teuer. Ich weiß gar nicht wie viel, 250 hat er sicher gezahlt. Also ich weiß es gar nicht mehr, sorry. Auf jeden Aber Fall- generell ist es ein bisschen günstiger, 250. ja, normalerweise sind es jetzt mittlerweile auch schon bei, vielleicht sind es auch 300 gewesen. Mittlerweile sind es eben bei 500 Stutz, wo ich sie gekauft habe, sind es auch noch günstiger gewesen, 400, irgendwie sind sie aufgegangen. Okay. Oder 400 etwas, ich weiß es auch nicht, sorry. Auf jeden Fall denkt er sich so jetzt lasse ich mich nicht verarschen, ich will sie haben, physisch von mir, bevor ich sie kaufe. Ein junger Typ aus einer Stadt, in der Nähe, ich sage jetzt nicht wo, Ja. sieht das Angebot, Tutti, schreibt ihm voll geil, einfach auf der Meereszeug, geht zu ihm, holt, sie treffen sich irgendwo, weißt nicht irgendwo bei ihm die Hai oder so, er geht es nicht holen. Also schon mal auch irgendwie suspected, hast du auch mal überlegen, fuck, Alter, Bro, Ja. easy. Aber er hat halt gut geschrieben, er so, hey, ja, ich bin gerade unterwegs, ich kann gerade auch zu dir kommen, weißt du. Und er ist auch mit dem Auto unterwegs gewesen und hat gesagt, ja, easy, treffen wir uns da. Easy. Als ich getroffen hat, so in der Hand gehabt. Er hat es nicht aufgemacht. Unverpackt, Bro. Also ja, meine Mutter hat es gekauft, ich will sie nicht. Dann hat es verkauft und dann sind sie in seine eigene Weg gegangen. Alter, echt jetzt? Nimmt das mit heim, hat sie schön ausverpackt. An dem Tag, genau, wo er sie gekauft hat, gehe ich ihn besuchen. Bin ich bei ihm daheim und schaue es an. Er so, hey Bro, man, endlich habe ich sie. Nachdem ich schon einmal gescammt worden bin. Ich nehme sie einmal in die Hand. Ey, Es ist das Licht. ich so, ja. Ich so, sind es Licht, Bro? What the fuck? Ich nehme sie an. Und die Spannung in der Kopfhörer drin von dem Bügel da, ist irgendwie ein bisschen zu fest gewesen. Ja, die so kaufen in China, so die für 30 Stutz. Hey, also 30 Stutz. Egal wie teuer die sind, die sind fucking krass gut gewesen. Echt? Die sind 1:1 Kopie, Verpackung, alles 1:1 im Fall. Okay, krass. Ich habe wirklich mega, und ich wüsste, die kennen mich aus mit so Sachen. Ich muss, also, mich kann man schlecht über... Du hast gern Design-Zeugs. Ja, Kannst genau. du auch gut Also, merken und so. Ja, genau. Also ich bin ja in dem, blöd gesagt, auch ein bisschen spezialisiert, um Und Audio? Zeug genau anschauen. Weil ich tue ja zum Beispiel auch zeichnen. Beim Zeichnen tue ich auch ganz genau Zeug anschauen, damit das Zeichnen ist eigentlich nichts anderes als etwas genau sehen und abbilden. Dann Außer meine daran Nase. siehst. Wenn du meine Nase machst, dann sieht es einfach voll bescheuert aus. Alter. Dann ist es ein Aber bisschen so voll- Satire. Ich sehe es aber schon, ich sehe die Welle dort drin und muss Ja, ich sehe es eben selber. verstärken. Du bist der Einzige, der das gesehen hat, habe ich das Gefühl. Ich sehe auch die Welle. Ja, aber ja, Gefühl,
Aber ich finde sie schön im Fall. Ich habe das Gefühl, du hast gut. richtig brutal angebracht. Es ist 1:1 gesehen. Geil. Auf jeden Fall, ich so, Bro, fuck. Er so, nein, verarsch mich nicht. Ich so, Bro, ich glaube schon im Fall nach Auto, dass ich so verbinde. Scheiße. Oh mein Gott. Bluetooth-Device. Nein, das ist nicht gekommen. Kann er so Satelliten mit dem neu empfangen, oder? connected. Und ich halt voll müssen lachen und er voll am Boden gewesen. Also auch nicht so krass, aber glaube ich enttäuscht. Zweimal hast du viel Geld. Und ich glaube, damals hat er noch nicht das Geld vom Ricardo zurückbekommen. Also ist er wie zweimal im Minus gewesen. Dann hat er auch schon bald Geburtstag gehabt und haben wir ihm halt zusammen neu gekauft. Dort auch gescammt worden, oder? Dort haben wir auch zum Spaß noch so Pinky holen. Nein, das wäre lustig. Das war ein bisschen assig gewesen. Ja, und nachher, Jungs, was machen wir jetzt in dem Fall? Du hast noch die Nummer von dem Verkäufer? Ich habe Seele genommen. Nein, ich habe mal gesagt, ich schreibe ihm nicht. Ich schreibe, ich schaue, ob er noch Sachen hat, die er verkauft und kaufe von ihm nochmal etwas. Und dann treffe ich mich mit ihm. Das war lustig, ja. Das Da habe ich dann auch gemacht. Nice. Weil würde Mark ihm schreiben und sagen, hey Bro, du hast mich scammt, man, das ist ein Scheiß, wo du mir da verkauft hast. Blockiert er die einfach. Voll. Löscht alles, was er auf Tutti hat, löscht seinen Account. Und die Polizei verfolgt er nicht nach. Die Polizei verfolgt nicht einmal nach. Telefonnummer, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mal irgendetwas habt und ihr habt die Telefonnummer von dem angeblichen Täter, dann nützt euch da einen fürchten Dreck leider. Bei der Polizei kommst du nicht mit dem weiter. Cool. Ein Beispiel, bei der Autoindustrie werden zum Beispiel Kilometerstand wird zurückgesetzt. Ja. Und da hat je nachdem, was für ein Auto, da ist keine Ahnung, wie viele Stelle also mir fällt das Wort. Stellenwert. Stellen fünfstelliger Bereich, weißt so an Wertverlust oder Gewinn, je nachdem, wenn er mehr Kilometer gemacht hat, als er hat. Nein. Und da verfolgt die Polizei auch nicht. Weißt so in dem Sinn. Und darum, vor allem bei den 300 Stutz oder 250 oder wie viel es auch immer gewesen sind, ich denke jetzt ja so Pech gehabt, musst halt Dings. Da meine ich, denke, er hätte vielleicht können sagen, hey, ich habe es nicht gewusst, bla bla bla. Aber das Risiko habe ich gesagt, können wir jetzt nicht eingehen, weil ganz einfach und er ist weg vom Fenster. Cool. Also, sehe ich, er hat mehrere Angebote gehabt. Und ich bin wie so ein Detektiv. Welches Angebot kann er mir nicht mit dem Auto bringen? Und er hat einfach so einen Elektroscooter gehabt. Gut, der hätte er können im Koffer reinpacken und so. Ja. Aber ich habe nachher auf einen Elektroscooter geschrieben. Auch ganz schön geschrieben, voll glaubwürdig. Ich bin in letzter Zeit ja gerade Arbeitsstelle gewechselt. Da in voll am Lügen, Alter. In Wil. Und ich brauche unbedingt etwas, ich laufe einfach zu viel und darum finde ich das Angebot geil. Könnt ihr es anschauen. Sehr wahrscheinlich kaufe ich es auch. Ist noch ein Preis-Dings da möglich. Ja, ist der Preis noch verhandelbar, bla bla, geschrieben miteinander, böse eigentlich, ein cooles Jahr. Nachher schickt er mir die Adresse und es war dann mal eine Adresse, wo wir uns treffen. Und dann sage ich auch am Markt, hey, was für Auto fährt denn der? Irgendein verkratzter BMW. Ja. So, okay, voll der Broker-Typ. Er hat ihn voll komisch, also anders beschrieben. Kennt ihr, wenn jemand beschreibt und dann sehen dann vor euch, voll ein geiles Jahr. Ja. Aber voll der Fahrzeug. Volles Scam, Alter. Ey, liebe Grüße, ich will den Namen nicht sagen. Scamine. Ja, Scamine, genau. Scamine, Mann. Ich war mega sympathisch gewesen. Ich bin gar nicht böse gewesen irgendwie. Aber warte schnell. Der Elektroscooter, wie kann das ein Scam sein? Das ist ja von einem Elektroscooter. Ja, aber es hätte vielleicht ein Fake können sein oder. Okay. Oder aber du hast ihn eigentlich nur wegen der Kopfhörer konfrontieren. Genau. Haben wir uns getroffen, kommt einfach mit dem fucking M5. Ja, verkratzt. Ich weiß, ein bisschen, ich glaube schon verkratzt. Okay. Aber ein fucking M5, das ist teuer, Mann. Aber warte, bist du jetzt nicht bei ihm daheim gewesen? Mit der Adresse? Nein, ich sage nicht wo, irgendwo anders. 120 Kilo raus. Und ich bin natürlich mit der Harley dort angegangen. Leute, also das ist so, oh shit, Alter, wer kommt denn mit der Harley da hin, wenn du nicht den Elektroscooter Und ja, und das war ein junger Typ, ein bisschen grösser als ich, ich war bereit zum Fetzen, im Fall der Fälle. Natürlich nicht Nein zu Gewalt, gell? Ich habe aber 3 Messer dabei gehabt. Auf jeden Fall fangen wir so an zu erzählen. Er sagt, hey, jetzt geht da hin, wenn wir es anschauen. Ich packe ihn so an die Schulter und sage, hey, du, ich bin im Fall, ich will es kurz und schmerzlos machen, ich bin nicht gekommen, um deinen Scooter zu kaufen. Und er so, okay, wieso? Ich so, siehst du dort hin, das ist mein TÜV. Ich habe dort Kopfhörer drin, die du meinem Kollegen verkauft hast und die sind leider nicht echt. Ich musste alles machen, um da und da machen. Ich will jetzt Geld haben, du bekommst deine Kopfhörer über
und Du bist bla, bla. voll im Film Ey. gewesen, Alter. Ich schwöre. Ja, Bro, hat ja Du bist keine Max Zeit im gehabt. Film. Ja, Und dann Ich bin ja wirklich keine Zeit gehabt. Ich meine, ich bin Ja. extra von Zürich da nicht. Oder weiss auch wo nicht. schnell so dramatische bin ich Musik gar nicht- laufen im Hintergrund, so die ganze Zeit. Nein, da wäre aber auch gut gewesen. Wenn es noch wäre regnen. So, warte schnell, warte schnell auf Lederjacke. YouTube, immer noch auf YouTube, warte schnell. Ich schwöre. Das wäre echt geil gewesen. Aber nein, ist wirklich so gewesen. Hast du gar nicht die Kopfhörer als Boxen benutzen, weil die sind maximal laut gewesen. Ja, genau. Habe ich gerade so Musik laufen. Bluetooth connected. Und nachher so, hey, es tut mir mega leid, ich habe es nicht gewusst, bla bla bla, dies, das. Und dann habe ich zur Sicherheit noch eine Autonummer gefüttert, wo noch das Geld geholt ist. Ja. Das war nachher meine Versicherung, gewesen. Mit dem weiß ich nachher, wo er wohnt. Also hat er das Geld geholt, um Er ist das Geld geholt, hat mir alles gegeben und ich habe den Kopf. geiles Jahr. Ja. Und dann habe ich so gesagt, look, Bro, sorry. Er hat sich natürlich entschuldigt, voll fair und so. Ich so, du, mir gleich. Kann sein, dass du es nicht gewusst hast. Ja, das kann auch gut sein. Ja. Ich mache dir da keine Dings. Voll Verkauft dir jemand anderen, mir gleich. Ja, Aber leider hast du es am Falschen verkauft. Stell dir vor, einen Tag später hat er es wieder rein. Ich bin echt schon nicht normal. böse gewesen, weil er ist schon ein Fahrzeug irgendwie. Ja, haben seine Nummer noch, weil ich wissen, wo er da gekauft hat. 34 Stutz. Ja, nein, habe ich nicht. Also Molly hat es immer noch. Aber ja. Ja. Rein. Wir sind Alles gerade am klar? Aufnehmen, Habibi. Ja, ja. Ja, kannst du. Ja, und das war eigentlich die ganze Story gewesen. Und ja, ich glaube, eben, die habe ich euch noch nie erzählt. Ja, das stimmt, ja. Erzähl sie einfach. Ja, fix. Aber Das ist nochmal, schon interessant. da war eigentlich eben. Aber wie findet ihr mein Vorgehen? Das ist eigentlich schon schlau. es ist professionell gewesen. Professionell gewesen. professionell gewesen. Du bist auch gern so ein Schauspieler. Ja, ich bin wirklich im Also du versetzt dich gerne in andere Szenerien, ne? Rolle. Weil du hast Echt, ja. falsches Gesicht. Ja, 200 Gesichter. Aber Und 3 besser- Messer. Aber besser als Kreis. Aber so ein Scam habe ich vielleicht auch ähnlich gehabt. Auch in Ricardo? Ja. Kann ich noch schnell etwas sagen? Nein. Apropos, okay, erzähl noch den Scam, nachher müssen wir wieder zurück auf Maschinendive. Ah, easy. Nein, ich bin noch nie so auf Sachen eingefallen, weil eben bei uns, kann ich sehe, auch bei Mails und so, das ist ja klar. Also nicht für alle, aber ich bin noch nie auf das Game eingefallen und dort bin ich echt kurz davor gewesen, um den Schritt zu gehen. Weil ich habe für mein Räumchen habe ich ein Sofa gesucht. Ein Sofa, einfach, nein, nicht mal ein Sofa, weißt du, einfach zum Anhocken. Und ich habe gemeint, komm, schau mal in eine Tutti. So etwas schnell, einfach mal, dass wir jetzt kurzfristig was haben. Das war aber vor 2 Jahren. So. Und ich schreibe dieser Person so ja, da finde ich nice und so. Sie so, ja, ja, passt. Dann kannst du nein, sorry. Umgekehrt, ich habe was verkauft. Stimmt, Aha, so, sorry. okay, Es ist da Sofa, wo ich Ah, jetzt du bist habe. der Scammer gewesen? Nein, ich als Verkäufer. Ja, die Verkäuferin hat mich scammen. Okay. Okay. Nein, die Käuferin hat mich scammen. Das Sofa, das ich jetzt habe, da wo ausklar, das Bett, das ist ja. viel zu gross. Da wollen wir weg haben. Stimmt, ja. Oder? Und dann habe ich es mal auf den Tut rein tun, stimmt. Und ich noch hat mir noch 10 Minuten wirklich jemand angeschrieben. So, ey, ich würde gerne abholen. Ich so, ja, fix, kann man machen. Und ich habe noch nicht den Prozess nicht ganz gecheckt, wie Tutti wieder abläuft oder so. Und dann hat sie mir einen Link geschickt. Sie sagen, ey, ich habe keine Zeit, um es zu holen, aber ich habe schon einen Auftrag gemacht, dass jemand Umzugsfirma da für mich abholt. Gib einfach Adresse dort ein. Hau ab, Alter. Oder? Und das ist auch okay. Ey, 1:1 Webseite. Jetzt gut. Eine krasse Ja, Webseite Post- gemacht. Ich drücke auf den Link. Da ist vielleicht auch so etwas gewesen, wo ich nicht. Fertig. Aber auch, ich drücke auf den Link, weil ich gemeint habe, es ist auch alles URL, alles passt. Oder? Und ich so, ja, ich kann weißt, Bild, das Profil hat alles passt. Also ist auch eine Person dahinter gewesen. Ich drücke drauf und dann steht Adresse eingeben. Mache ich auch. Ich gebe Adresse ein und dann kommt Zahlungsmittellage. Ah, geht das okay. Von Ach, kein 150 Franken Zahlungsmittel. Ich so, warte schnell. Und dann habe ich geschrieben, so, wieso muss ich da Zahlungsmittel und so. Sie, ja, da ist, sie nehmen einfach den Betrag, oder? Aber ich zahle es ja einfach nochmal zurück, weil du musst es dann zuerst zahlen, weil sie es von dir abholen, oder? Nachher ist mir aufgefallen, easy, komisch, oder? Aber eben der Link allein schon, keine Ahnung, vielleicht ist mein Handy jetzt schon gehackt, ich weiß nicht. Es kann aber auch gut sein mit den Trojanern, Alter, wo es aber so reinpflanzen. Du musst nur auf ein E-Mail draufklicken und sie haben alles schon von dir. Ja, Und so aber macht es da auch der ist, Scammer von Indien.
Der Scammer vom Scammer. Sie schicken irgendwas bla und dann kommt Aber alles. das ist schwierig jetzt in der heutigen Tag. Also wenn du eine Firma bist, dann ist das schwierig nur mit einem Link, weil du hast, im Hintergrund hast du so viele XDR-Lösungen oder was für Security-Lösungen, die da blockieren. Am Handy auch iOS ist eigentlich schon sehr, sehr sicher, dass so Sachen gar nicht, dass das gar nicht passieren kann. Aber ja, klar, absolut, so funktioniert. Und das Geile ist einfach, wie haben so vor allem Ja, IT-Firmen, so IT-Firmen untereinander immer schicken. Ja, machen es. Weil sie tun ja untereinander einmal, also als Test, wie sicher ihre eigene Firma ist, schicken sie ja eine Scam-E-Mail und schauen, wer alles reingeht. Von der eigenen Bude. Ja, Ach so, okay. Wir machen außer Security-Checks, wo wir Fake-E-Mails schicken und die sind nice. nice. Echt gut. Ja. Die sehen aus wie dein Vorgesetzter hat die zum Meeting eingeladen. Ah, so, Oder? ja. Wirklich Und, aber da sieht nicht null so aus, wie sonst eine Einladung bekommst. Aber trotzdem, es steht oben dein Vorgesetzter Name. Und weil die Daten haben wir ja von unserem Server, dass man, wer sein Vorgesetzter ist und so. Und dann testen wir die Leute wirklich und dann schauen wir, wer draufgeklickt hat. Und der bekommt noch einfach eine separate Schulung nochmal über. Sensible. Früher haben wir noch USB-Sticks einfach draussen irgendwo platziert und geschaut, ob wer einsteckt. Da steht zum Beispiel Finanzen. das ist Wenn doch können sie eine Analyse machen mit wer, welche, vielleicht gendermäßig oder welches Alter in dem Sinn da mehrheitlich. Du siehst ja, der draufklickt, seine ganzen Daten kommen ja. Sind es mehr Frauen oder Männer? Fangen wir mal dort an. Sagen wir Frauen. Nein, da filtern wir gar nicht raus. Wir filtern da gar nicht raus. Wir schauen einfach, wer geklickt hat. Also, Die Person bekommt einfach eine E-Mail-Einladung für extra Schulung. Nochmal ein Scam von Schulung. Stell dir vor, Alter, da wird Termin. Aber den ganzen Tag nur Scams nochmal gescampt worden. Ja, voll. Aber ja, noch kurz im AirPods Mund. Max. Meine Mom bisherzig ist einmal zu mir gekommen und sagt so, hey, wann ich da für E-Mail bekommen da von der Bude, dies, das, Ja. Ananas. Ich schaue so an. Ich so, hey Mann, das kann es doch nicht sein. Ja. Das macht null Sinn, ich so, lösche Scheiße. Sie bist doch sicher? Ja. Da steht bla bla bla. Am Schluss Lohnerhöhung ist eigentlich so und die Nein, Spaß, stell dir vor. Ja. Schon herzig, meine Mutter ist ab und zu so auch. Das sind eben so leider die ich würde nicht sagen, aber die Opfer in dem Sinn, wo es einmal verwischen kann. Wieso Ja, von der Zeit aber, Voll. von der Epoche, keine Ahnung. Wie gesagt, das hat ja nichts mit dem zu tun, dass meine Mutter irgendwie zu alt ist oder so, sondern sie ist einfach nicht mehr am Zahn der Zeit. Wie gewisse Sachen. Bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht. Aber hast du Geduld mit deinen Eltern jetzt, mit deiner Mutter, diese Sachen? Boah, ganz mühsam. Ich bin manchmal einfach richtig ein Haiwan, Alter. Ich weiß auch nicht, ich werde heute einmal auch so einem hässigen Mensch. Aber richtig kindisch eigentlich müssen ich da nicht. Also mache ich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Entschuldigung, Ja, du Mama. siehst sie ja alle 2 Jahre einmal. Ja, genau. 2 Jahre einmal. Ja, voll. Ich habe eigentlich noch mal ganz kurz zurückkommen zu der Roboter-Thematik. Ja, Wir haben so darum gehabt, dass ChatGPT gefördert wird von Informationen und von der Umgebung. Und wir sagen ja, dass ChatGPT nie so wie ein Mensch kann werden. Aber ist nicht ein Mensch auch von der Umgebung entstanden? Wenn wir jetzt ChatGPT Anfangsdings nehmen, irgendeine so künstliche Intelligenz neu entwickelt und fördert, das ist wie so das Baby, wo immer wächst und immer alles überkommt. Je nachdem, wo du wachst und welche Umgebung, wirst du halt eine andere Person. Das ist ein sehr geiler Gedanke. Und da ist eigentlich ein anderer Charakter. Und genau das Gleiche ist eigentlich mit dem ChatGPT, je nachdem, wie du den fütterst und so, wird er zu einem eigenen Charakter. Und darum glaube ich eben schon, dass Intelligenz vom Computer oder von, ich weiß auch nicht, also diese künstliche Intelligenz, KI, sagen wir KI. Ja. Kai. Ja. Dass KI eigentlich nicht anders ist wie eine wirkliche Person. Ja, Und- etwas, ja. Und sechs jetzt, ich nehme jetzt einfach den Neandertaler als Beispiel, der ist ja ausgestorben. Leider wäre lustig, sorry, dass ich das so sage. Wäre eigentlich auch crazy, wenn es eine zweite menschliche Rasse wäre geben. Einfach ein Neandertaler. Der wäre anders, der wäre vielleicht auch anders denken, ich weiß es nicht. Könnte sein, aber der hat auf jeden Fall einen anderen körperlichen Bau gehabt. Der ist robuster gewesen, seine Knochen sind härter gewesen. Also der hat gemäß Wissenschaftler ja früher nicht so viele Dokus angeschaut, der konnte mit dem Auto anfahren, natürlich nicht mit 120. Und der hat es ohne Knochenbruch locker überlebt. Also wenn der jetzt noch leben würde, der hätte man fix eingeladen. Ja, Mal voll, gespannt, dann mit ihm hat er mit uns geredet, noch mit machen wir so Armdrucken alle miteinander. Der Wir weiß. das dritte gegen ihn. Das ist der Fetzer. Auf jeden Fall, je nachdem auch wie er ausgestorben ist. Ja. Wenn ich damit will sagen, wo ich eigentlich den Kreis schließen will, ist, da will ich sozusagen etwas anderes. Ähnlich wie ein Mensch, anders aussehend und anders vielleicht auch denkend und anders das Gehirn vernetzt, bis zu einem gewissen Grad.
aber immer noch gleich wie wir, weil grundsätzlich sind wir ja nichts anderes wie Tiere, nur dass man etwas angeblich können, und zwar wenn man die Banane sehen. Oh gut, okay, nein. Das ist Jetzt habe ich gerade irgendetwas Gutes sagen, aber stimmt eigentlich gar nicht. Erzähl. Einer hat mal ein sehr gutes Beispiel gemacht, zum Beispiel der Unterschied zwischen Tier und Menschen. Eine Kuh kann sich nicht überfressen, ein Mensch kann es. Das ist so quasi der Unterschied zwischen einem Mensch und einem Tier. Aber Bro, ich habe 2 Katzen und wenn denen immer das Essen dort lässt, also nicht meine, aber ich glaube, die werden sich fett fressen. Ja, 100%. Und darum stimmt das nicht ganz. Ja, auch Hunde zum Beispiel sind ja auch kein Ich glaube eben schon bis zu einem gewissen Grad, aber gewisse Tiere eben doch nicht. Die Katze checken das. Katze checken das. Beim Marc ist auch, beim Marc die Hai, also da, die haben auch, hat man erzählt, dass nicht nur seine Katze, sondern auch andere, die wenn sie in die Ferien gehen, lassen sie Stapel essen dort und die Katze, ich würde nicht sagen alle, aber die wissen, wie viel sie essen müssen und mein Hund nie. Mein Hund kannst den Stapel nicht, er wird da alles auf einmal so auf dem Limite, ja, irgendwo hat es eine Limite. Okay. Aber er wird zu viel essen. Also der wird kotzen, Alter. Ja. Der wird direkt kotzen. Okay. Aber zu dem, was du vorher gesagt hast, dass der KI, also KI, Ja, der Kai. irgendwo durch auch irgendeine Persönlichkeit entwickelt. Look, das, was du am Anfang gesagt hast, war mega geschickt. Wir werden auch von der Umgebung, weil der Dyson gerade vorher gesagt hat, wir werden von der Umgebung eigentlich beeinflusst. Ja, So. Und eigentlich, wenn man jetzt genau so will, sind unsere Gedanken nicht mal unsere Gedanken. Weil du siehst ja Sachen, wir schwätzen interpretierst da so, ja. und dann gehe ich vielleicht irgendwann ins Büro und sage genau das, was ihr gesagt habt. Oder das sind ja nicht meine Gedanken und eigentlich mit allem dementsprechend. Und da mit dem KI, dass es einfach sich außenentwickelt, funktioniert gar nicht. Weil jetzt, wenn man ChatGPT nutzt, er ist eigentlich nur ein Sprachrohr. Nicht ein richtiger Mensch. Okay. Oder? Es kann sich auch gar nicht so richtig überschätzen, weil das ist auch so die These, die ich habe, mit den Roboterzeugs, die wir jetzt momentan so in der Welt am Aufbau sind, sei es jetzt auch so menschlich aussehende Roboter. Es gibt mir so eine Stimmung von, die sind unsere Sklaven. Und sind sie ja irgendwo durch auch. Die werden ja auch gemacht. Genau, die haben eine Funktion, ja. Und wir gehen wieder irgendwo durch zurück. Weißt du, was ich meine? So historisch bedingt. Da kommt jetzt eben gerade noch mal etwas, was ich eben zum Beispiel nicht erwähnt habe, wenn der Neandertaler zeitgemäß jetzt leben wäre, der wäre auch als Mensch zweiter Klasse betrachtet. 100%. Hundertprozentig in verschiedenen Kontinenten, vielleicht auch in Europa. Also bis vor kurzem haben es auch Europäer gemacht. Wenn man die Menschengeschichte anschaut, ja, dann wäre da einfach total versklavt worden. 100%, ja. Weil der kräftiger ist und dies und das Ananas. Da ist ja da, wo man eigentlich, was momentan so ein bisschen im Raum steht, kann man Menschen aussehende Roboter lieben. Robots, ja, safe. Ja. Aber, Das hat auch mit dem zu tun, wie du aufgewachsen bist. Es hat zum Beispiel also ich meine mit Liebe so richtig, Ja, ja, weißt du, wie du deine Mutter. Liebe, So. ja. Ich denke schon. Ich denke schon. Kennst du nicht Blade Runner? Ja. Blade Runner, ja. Zum Beispiel- Ich in dir verlieben. Zum Beispiel Blade Runner. Ja, Blade Runner und eben es gibt ja auf Netflix eben noch eine Serie, doch? Ein Anime eigentlich, wo eben Pluto heißt, wo es eben genau um da geht. Da mit der Liebe. Ja. Kann ich noch ganz kurz etwas ansetzen? Und zwar schreibst du der Karan, hey Jungs, es gibt so, wir können jetzt so über Roboter reden, es ist ums Thema gegangen wegen dem Podcast. Nein, so, wer Anime, dies, das, bla bla bla, dies, das. Und nachher habe ich genau geschrieben, aber Karan meinst Pluto. Ja, voll. Weil ich selber schon geschaut habe. Ja, geil. Und das ist aber gerade neu gewesen und ich habe es direkt Voll. durchgesucht. Es ist, ja, ich finde es geil gemacht und das zeigt aber auch die Message, oder? Dass die normalen, es gibt ein Robotergesetz, so, es gibt ein Gesetz, da heißt zum Beispiel, ein Roboter darf nie einen Menschen umbringen. Egal was ist, er darf nicht einen Menschen umbringen. Und jetzt gibt es eben einen, der hat anscheinend einen umgebracht, oder? Weil er sich dagegen entschieden hat, Zum? den nicht umbringen. Hey, was? Er ist ja programmiert, jeder Roboter ist ja programmiert, dass er nicht, egal was ist, Er hat eine eigene Entscheidung er hat getroffen. eine eigene Er Entscheidung hätte wollen getroffen. umbringen. Er hätte ihn auch umgebracht. Okay, ja. Aber weil der so, er ist einer von der 7 oder einer von den 9 krassesten Roboter. So vom. Wo sie je entwickelt Ja, haben wo in sie dieser entwickelt Welt. haben, genau. Und ihm haben sie einfach die Erinnerungen abgehackt. Also die sind ihm da einfach gelöscht. Sozusagen. Sie sind neu entworfen, weil da zu schade wäre gewesen, hätte jeder da gewusst. Jetzt hat er einfach Alzheimer, der Roboter. Nein, er hat sich aber noch ein bisschen
erinnert ein bisschen. So Schritt für Schritt ein bisschen. Okay. Und dort geht es eben auch darum, dass die Roboter eigentlich, zum Beispiel eben, er hat ein geiles Beispiel gesehen, wo noch im Kaffee war. Er trinkt einen Kaffee und er hat gesagt, mit dem Pluto zusammen geredet, er hat gesagt, ich trinke den Kaffee, aber klar, wir wissen ja gar nicht, was der genau ist. Wir trinken einfach, weil Menschen das auch machen. Aber irgendwie, sagt der Pluto nachher, ist eben so halb. Also er ist auch ein bisschen Mensch. So und er sagt so, egal, ich habe einfach so wie sie reagieren, tue ich mich wie anpassen und jetzt hat er das Gefühl, dass er den Kaffee wirklich trinkt. Ja. Oder gerne hat. Und auch gern hat, zum Beispiel. Oder? Und dann gibt es eben auch zum Beispiel eben den Mann, der Roboter, der in der Berli gewesen, und der ist gestorben, also außer Gefecht gesetzt worden, und dann hat die anderen sich zum Beispiel traurig, also die hat Trauer empfunden. Die Frage ist jetzt, ist das wirklich Trauer von ihr oder ist es da Trauer, weil sie weiß, dass wenn jemand stirbt, wenn ein Mensch jemand stirbt, dass man da empfindet, das ist so ein bisschen, das ist schon ein bisschen mein Mindfuck. Das war geil, weil eben der eine Kommissar ist genau. einer von den klassischen Robotern war ein Kommissar gewesen. Und er hat auch eine Frau gehabt. Ich habe gemeint, eine echte Frau, aber dann ist ja auch ein Roboter. Er wird umgebracht, der Kommissar, weil es geht eigentlich der Clinch in dieser Serie war. Ja, voll, ich sehe es irgendwie, fange es dann schon auf. Ja. Es ist irgendwie darum gegangen, dass sobald die Maschinen zu ähnlich aussehen wie die Menschen oder zu ähnliche Wirkungen haben, dann gibt es einen Krieg. Und wieso? Ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht erklärt worden. Okay. Aber es ist darum gegangen, dass noch einer von den Wissenschaftlern, der eben so Maschinen entwickelt, alle beschlossen hat, die Besten zu vernichten. Und dann hat er sich auf die Jagd gemacht und der Kommissar war eben auf die Spur von dem. Und er wird halt umgebracht und mega geil, dass einer, ich glaube, es ist sogar der Wissenschaftler gewesen, trifft nachher seine Frau und dann sagt er, versuch's doch mal mit Heulen. Weil sie so sagt, ich vermisse ihn mega und dies und das, versuch's doch mal mit Heulen und dann fängt sie an heulen. Okay. Also finde ich einfach voll, es klingt mega komisch, aber irgendwie böse deep. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht gerade erklären. Man muss vielleicht die Serie mal anschauen. Einfach mal so nachahmen, da was eigentlich echt ist und dann einfach genau, doch da. Schauen, was mit dir passiert. Das ist auch genau das gleiche Prinzip wie mit Smalltalk. Die meisten sagen, ich habe Smalltalk nicht gern, aber ohne Smalltalk entsteht auch kein echtes Gespräch. Ja. So, das gehört immer dazu. Und ich glaube, das ist sowieso auch ein bisschen mit dem Roboterzeug zuerst fakes und dann wird es irgendwo durch echt. Ja. Wie geht's Familie? Wie geht's Haus? Ja, aber genau so fängt es ja irgendwo durch an. Haus, Bro, Fenster kaputt. Was? Fenster kaputt? Legends habe ich Fenster repariert und das und das und das. Ja, genau. Und ich mit Roboter und Anime und Aliens. Und Matrix. Das ist natürlich auch Legends wieder geschaut, Matrix. Es gibt einen neuen Matrix-Film. Okay, nice. Auch mit dem gleichen. Katastrophe, Jungs. Ja. Katastrophe. Vor allem, dass der Keanu Reeves noch nicht mitgemacht hat. Oder wie der heißt. Yes. Hey, ich habe immer Angst, meine Füße zu zeigen, man, du scheiß perverses Hirn. Sorry. Ja. Aber also, es gibt ja eben die Frage, die im Raum ist, wo kann man Roboter lieben, ist sehr wahrscheinlich auch für die begünstigt, wo jetzt sage ich mal einfach so pauschal 2 Jahre Tinder haben und kein einziges Match bekommen. Zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, wenn es so weit kommt, dass wir in der Pluto-Version sind, dass der Roboter wirklich so aussehen und auch so sich verhalten, dann glauben wir, in gewissen Ländern, da wird der Hit sein. Weil es gibt Leute schon, die jetzt einen Gameboy heiraten. Oder Tier. Tier. Oder Plüschtier. Ja. Wo in Japan gibt es Leute, die heiraten ihren Gameboy. Es gibt ein Spiel, wo auch wie Tamagotchi ist, wo eine Frau drin ist. Wo du der keine Ahnung, was machst. Aber es sind zerfetzte Batterien austauschen. Ja, und also stell dir vor, der muss Batterien austauschen, er sieht sie nachher nackt. Ja, und da gibt's, und da, wenn das so kommt, dann wird es Leute geben, die da werden nutzen. Okay. Und dann, da ist ja eigentlich völlig okay, rein objektiv. Wenn man da sieht, der Mensch hat Freude. So. Ja, er hat auf einmal eine schöne Liebe, die am Anfang vielleicht auch ein bisschen fake ist und dann wird es ja echt. Ja. Und dann, wenn es echt ist, dann ist es ja 100% echt. Aber zeitgleich gehen wir wieder zu dem Sklavending, was für mich so eigentlich ethisch nicht so richtig aufgeht, ist der Mensch, sagen wir jetzt mal, das ideale Roboter. Sieht brutal gut aus, jetzt für mich jetzt eine Frau, Glatze. Okay. Und der Roboter ist ja eigentlich dementsprechend so programmiert, dass er mir
Genau. Ja, genau. Egal welche Situation ich bin, egal wie asozial ich bin, egal wie fröhlich, wie happy ich zu dem Roboter bin, der Roboter sagt immer genau da, Aber da ist eben, wann ich würde ist hören. eben nicht da. Ich glaube, Bei Pluto da- ist er nicht so. Nein, ich glaube, Wie ist da es mit wird dir Pluto? nicht gefallen im Fall, wenn da. Außer du bist ein Typ, der das gerne hat. Jetzt ist wirklich, wie du eingestellt bist, wirklich als Person. Ich glaube, du bist nicht so eine Person, die so einen Sklave als Frau will haben. Überhaupt nicht. Eben. Darum ist er am Schluss ein Sklave. Der lässt immer zu, was du willst, was du machst, was du machst. Da geht er da voll auf den Sack. Und es braucht ja, ein Mensch ist wirklich einmal so aufgebaut, dass er Grenzen will haben. So wie ein Kind, das es immer wieder da macht. Dann gibt es halt mal 20 Füße. Ja. Und dann Zau rausgeschlagen. 3 direkt. Messer. Und 3 Messer. Ja, Ist natürlich. ein nicht. Roboter, ist scheißegal, kannst Ich du wieder denke, flicken. dann ist da sowieso mal sowieso eine Debatte, ob man Kinder schlagen oder nicht. Natürlich. Ja. Nein. Also wenn, dann schlönt sie machen mit einem Breakdance in einem engen Raum und dann fliegen vielleicht ein paar Kiki in die Fresse und Aus dann Versehen. kannst du sagen, wir haben Breakdance. Nein, aber es geht ja darum, zum Kind. Und wir Erwachsene sind eigentlich auch Kinder. Ja. Also ich weiß nicht, wir lernen immer dazu. Und ich sehe es ja auch bei mir. Manchmal brauchst du immer wieder so auf die Tatsache kommen, um eine Grenze zu sehen, um zu wissen, hey, das ist nicht richtig. Und darum habe ich das Kind erwähnt. Und ja, und darum lebt eigentlich eine gesunde Beziehung von ab und zu, selten mal, wenn es in der Regel, hoffentlich nicht oft, dass einfach in einem Problemfall kommst und zusammen den löst. Voll. Und wenn du das eben nicht hast, glaube ich nicht, dass dir da gefallen wird. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht. Vielleicht versteht man sich einfach so gut. Aber jetzt einer, der wirklich dir nachlässt, das glaube ich nicht. Außerdem, du bist der Typ, sorry. Ich habe mir irgendwie nicht so mit dem Gedanken angefangen, dass du. Also, schau, wenn wir jetzt mal überlegen, irgendwann kommt da. So wie das neue iPhone kommt raus. Voll. Neue Voll. Roboterfrau. Voll. Morgen sind es draußen. So, keine Ahnung, wie heißen die Roboter? Wie können wir so einen geilen Roboternamen haben? Ruby, was auch immer, keine Ahnung. Ja, sorry, dass ich jetzt ganz kurz etwas sage. Ja. Ich meine, ich verstehe auch nicht, wieso unbedingt Roboter aussehen wie Menschen. Das check ich immer noch. Nein, müssen nicht. Sind wir auf der Fiktion? Ich finde das so komisch. Wieso muss ein Roboter auf Krampf so aussehen wie ein Mensch? Alter, das soll doch wie ein Roboter aussehen, Mann. Es ist doch eigentlich in vielen Hinsichten so, dass zum Beispiel jetzt auch Veganer wollen die ums Verrecken so einen Fleischersatz, Ja, oder? ja, Karan. Und da ist auch so von der, logisch, nicht ihr wollt da, in dem, sondern die Industrie macht das ja. Genau. Oder die Industrie ist ja so ignorant und sagt, Veganer wollen sicher da. Und da, wo mir jetzt gerade auffallen ist, eigentlich sind Veganer und Lesbians genau das Gleiche. Weil die würden beide Ersatz für Fleisch. Ja, in dem Fall. Wenn man es so betrachtet, vielleicht. Ja, und das ist eigentlich in vielen Hinsichten so. Auch jetzt Elektroautos, wenn die auch ums Verrecken so, Autos sein. nicht Autos sind, sondern so abgespaced. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt, eben, alles ist einfach Marketing. Voll. Das ist alles Marketing, das ist so Futuristics und ja, voll. Genau, und der Gedanke weitergeführt, den ich vorhin gesagt habe, nehmen wir jetzt einen Roboter Ruby kommt raus und du jetzt als vielleicht verzweifelter Mensch am Anfang, so, du hast keine Liebe bekommen, bla, und du willst einfach unbedingt mal irgendeine echte Liebe bekommen, gehst du ja dann in den fucking Mediamarkt und holst das. Oder? Sonst, weiß nicht, ist ja auch komisch, wenn du irgendwie so mit der Polizei abholst. Oder so, keine Ahnung. Und dann ist ja so schon der Gedanke da, so, ich kaufe das Zeugs und es muss mir allein dienen. Wenn der Marc Kopfhörer gekauft hat, denkt er sich nicht, der Kopfhörer kann mir jetzt auf einmal Äpfel schälen oder so ein Scheiß. Denkt sich auch so, es muss meine Kopfhörer, meine Ohren die dienen. Funktion für das, was du gekauft hast. Genau. Dienen. Aber wenn jetzt aber zum Beispiel dort steht im Dings, wenn du weißt, es könnte dir nicht immer zulassen, ich glaube, dann kaufst du es auch. Was meinst du genau? Sag nochmal. Wenn es zum Beispiel im Beschrieb steht, deine Kopfhörer, die können eben auch Äpfel schälen, aber sie machen es nicht immer, sondern nur, wenn sie selber wollen. Dann wirst du es, glaube ich, auch kaufen. 100%, ja. Voll. Das ist so wie bei dem Game da. Tamagotchi oder wie der heißt. Der hätte auch können hässig werden, so viel ich weiß. Wenn du ihm Mit dem Essen, Essen mit dem- gibst. Den habe ich vergessen. vergessen. Der ist auch Stimmt, unglücklich gewesen, gell? Das darf man auch nicht vergessen. Stimmt, voll. Also, Das ist einfach ein Parameter gewesen, wenn da nicht gehst, dann bin ich so drauf. Voll. Ja, stimmt. Das macht Sinn. Ja, also ja, sorry. Es hat irgendwo durch Sklaven-Vibes, Es hat, Ja, absolut. glaube ich, aber man lässt es irgendwo durch so im Hinterkopf. Irgendwann. Weil dann selber schnell einfach so da echte Liebe einfach so zu präsent. ja, ich glaube, da hat auch viel mit Gaslighten zu tun. Dass man sich dann selber irgendwann etwas einredet, dass es echt ist, obwohl es nicht echt ist. Ja. Jetzt kann man natürlich auch deep reingehen und sagen, ist deine Beziehung echt, wo du dort raus hast?
Alles toxisch, Alter. Ist da wirklich echt? Manchmal sind ja Leute wirklich zusammen und es ist komisch oder so. Voll. Ist da bla bla bla. Da kann man natürlich auch diskutieren. Und dann kommt das Thema immer wieder, also vor allem heute, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Dort gibt es ja auch keine Definition. Wieso könnte die Funktion dann nicht die Definition Maschine übernehmen, wo dann auch Maschinenbabys herstellen oder so? Dann ist es vielleicht auch weiblich, weiß ich auch nicht. Oder je nachdem, wie es die Maschine sich selber sieht. Also da verschmilzt das Ganze ein bisschen. Es gibt irgendwie kein weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich erzählen bin. Ich weiß was. Ja, so der Rotball zu Ja, selber wieder zurückkommen, irgendwas und einfach sagen. Ich sehe einfach nur Roboter-Baby. Ja, dort bin ich stecken geblieben. Und ich mir einfach will sagen, es ist möglich, dass Leute sich wirklich, tatsächlich in Maschinen können verlieben. Ja. In Roboter und zwar wirklich verlieben. Das ist so wie ganz gutes Beispiel. Ein fucking Hund. Ein Hund. Also Bro, einen Hund kannst du lieben. Du kannst ihn lieben wie deinen eigenen Bruder. Nein. Du bist so voll emotional. Er wird zu einer Familie. Er kann es niemals. Mein Bruder ist ein Hund. Gleich Blut immer. Also ich bin jetzt grundsätzlich nicht so ein Tierfan. Ich hasse Tiere. Nein, Spaß. Also ich bin schon ein Fan von Tieren, aber ja, egal. Und ein Hund, oder von mir aus auch eine Katze. Hey, stell dir vor, du hast einen Hund über keine wie viele Jahre und ich will das nicht sagen, weil das sagt man nicht zum Beispiel mit zum Beispiel Hunden, wo du hast, weil ist so quasi schlecht. Aber stell dir vor, an einem Hund von dir, wo du seit Jahren hast, will etwas passieren. Du wirst doch heulen. Du kannst zusammen vielleicht. Voll. Und wie ist das zu rechtfertigen? Wieso kann das nicht eine Maschine sein, wo du dann verlierst? Es geht ja vielleicht Leute nicht Zug um Liebe es gibt auch und Bängen und bla bla bla, aber es geht ja, du hast ja schon mit etwas und ich weiß halt nicht, klar ist das kein Objekt und so weiter, Voll. aber gemäß Gesetz ist es, glaube ich, ein Tierobjekt. Kann das sein? Oder nicht mehr? Es Aber gibt gewisse Länder, in Spanien glaube ich, ist es ein Objekt. Irgendwie ist so. krass. Aber in einer normalen, ist. zivilisierten Gesellschaft ist Also weiß ich ist jetzt auch es, nicht genau, aber es ist ein Lebenswesen, das auch Recht hat. Ja, das ist so, ja. aber grundsätzlich sind Tiere, eben, wenn man jetzt da außerhalb vielleicht von Europa kennt, ein Objekt. Das ist krass. Und Maschine ist auch ein Objekt und da kannst du gleich lieben und dies und das. Und klar gibt es so Psychos, die auch Tiere lieben. Und zwar wirklich lieben. Du weißt, was ich mal liebe. Du weißt, was da lieben. Gut, da lieben ist ja. Da liebe. Da lieben. Und da ist eben da, wo sich wieder überschneidet. Und es ist möglich, zum Maschine lieben. Aber halt Esel ist schon auf einer guten, also Aber- Pony ist schon gute, Aber- also auf einer guten, du musst einfach hier laufen. Video, Alter, das ist so krank. Du musst nur hier laufen und du bist... Das ist so behindert. Aber wo ich jetzt gerade mit dem Thema bin, es hat auch vieles mit Gewohnheit zu tun. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn er eine Gewohnheit nicht mehr hat, wo er dann mal ihm abgerissen wird, weil er eine Gewohnheit vielleicht hat mit dem Hund. Ja. Der Hund! Wo dann immer wieder zu dir gekommen ist. Ja. Du etwas mit dem Unternehmen hast. Einmal einen Anschiss gehabt hast, einmal hast du einen Anschiss zum Haus tun, ausführen. Aber du musst, sonst ist er unglücklich wie dein Kamakochi-Mochi. Und dann, du musst ihn füttern, du musst das und das. Es ist immer ein Muss, aber es wird zu einem Wollen. Das stimmt, ja. Und dann wird es zu einem Hundebaby. Weißt du was? Ey, da, wenn es gleich gefallen ist, Ja. ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt singt, Sinn macht oder hinkt. Jetzt kommt ein bisschen mit Ausputzen. Nein, es ist, da habe ich gerade gedacht, ein Hund hat Ähnlichkeiten mit einem Menschen mit Down-Syndrom und ein Autist ist wie eine Katze. Weil, wenn du zum Beispiel heimkommst und halt in der Familie so einen Down-Syndrom hast, also ein Mensch mit Down-Syndrom, dann kommt er so wie, geht direkt so wie ein Hund und begrüßt sie und so voll Freude, automatisch. Und wenn ihm sagst, er geht raus, ist er immer parat zum rausgehen. Ja, wie warst du da? Ich habe mal mit denen geschafft, so in der Schule sind wir mal... Okay. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie die... Ich kann mir das sagen. Ich weiß ja nicht, wie die sich verhalten. Ja, keine Ahnung. Nein, die sind echt so mega herzlich, extrem herzlich. Voll. Und meistens, habe ich mir auch sagen lassen, das sind Menschen mit Down-Syndrom sind die besten Menschen in der Familie. Also von allen Familienmitgliedern sind die besten Menschen. Weil sie einfach so rein ins Herz sind. Und die Autisten, die sind wie Katzen, weil die Autisten, Egoistisch. die sind nicht so, du weißt nicht, haben sie die gern, haben sie nicht gern. Ja. Katze ist Deswegen so Das ist schlimm, Mann. Ja, genau da. Also, no front gegen Katzen. Mischa, ich liebe Katzen. Ja. Aber sie sind schon komisch. Aber auch herzig. Ich finde, Ich finde sie einfach super, Mann. Katzen sind so fucking super. Ja, super schon, aber bei denen weiß ich nie. Du streichst sie jetzt ist gut. Ich weiß nicht, bei Marc auch noch. Nein, und der Marc so, da erst.
Aber gar ein bisschen weiter hinter den bisschen. Bro, was kann ich dafür, dass die Finger nachstehen? Und so machst Nein, so natürlich Welle. nicht, gell, absolut nicht. Aber ja, weißt du, was du meinst? Katzen sind schon sehr, sehr. Also, Divas einfach. Ja, die Blick machen mich, ich komme Angst über. Katzen? Also ich meine es echt im Ernst. Bro, ab und zu bin ich die am Arbeiten. Nala heisst die eine, die beobachtet mich einfach die ganze Zeit. Ja, der Psycho. Die wünscht Was? sich einfach, dass ich größer sein und mir auf den Rücken springen und mich zerfetzen. Es sind Hauskatzen, dürfen sie raus? Nein. Das sind die Psychos auf dem ganzen Planeten. Echt? Alter. Wieso meinst Das sind die größten Psychos. Schau, wenn Hauskatzen, ich finde es asozial, Ja, ich Katzen find's holen und die sind im Haus die ganze Zeit. Leider, da ist gerade Weil so das ist ihr fucking Universum. Ja. Wenn ihr zu denen kommt, oder wenn der Kanon zu denen geht, die checken erst recht nicht, wieso er so bruh ist und wieso er einen fucking Turban hat. Das ist so wie ein Alien. Checkt ihr doch Ich nicht. checke Alter. nicht mal, dass ich leider habe. Ich Ja. glaub, das Nein, kann aber ich jetzt nicht einfach. noch- Ja. Okay, nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel. Die sind die High und Fenster Läden sind offen und Bin Laden. und auf dem Fenster sind so ein fucking Pigeon, also Tube. Ja, das Okay. Für sie ist ein Alien. Checkt ihr das? Oh mein Gott. Die checken laut, die schauen so die ganze Zeit. Also alles war Aber nicht. die würden die Tube ganz zerfetzen im Fall. Irgendwie. Sie checken es nicht, aber im Instinkt wissen sie es nicht. Ja, ja, absolut. Das ist crazy. Stell dir mal vor, ein Baby, wo gerade Roboterbaby, wo es gerade geboren worden ist und es hat überhaupt keinen Reiz wie die 4 Wände. Ja. Da wäre crazy geworden. Ja, Maximum. Und die haben halt nur die Reiz. voll. Hey, verstehst du schon, was du meinst? Bis zu einem gewissen Blick. Wo sind wir eigentlich vorher gewesen? Hey, wir sind von der Zeit eigentlich recht gut dran. Ich glaube langsam, aber sicher. Yes. Kommen wir schon dem Ende zu. Also falls Neigen euch wir uns das dem Thema Ende? interessiert hat und ihr vielleicht irgendwie eine Meinung habt zu Roboter lieben, nicht lieben, habt ihr vielleicht schon irgendjemand in der Familie, der noch Katze. Tamagotchis hat Ja, und nicht. Tamagotchis noch hat und einen Roboter liebt. Und wenn du vielleicht blind bist oder vielleicht irgendjemand kennst, der blind ist, beantworte uns die Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Und deine Meinung noch wegen Roboter lieben und bla bla bla. Vor allem auch, es gibt ja eigentlich schon, wir haben ja schon eine Liebe in Bezug auf was digital ist. Das heisst, unser Profil auf Instagram. Da liebst du ja auch extrem. Und probierst so richtig dein Image dementsprechend zu Ja, das ist auch sowas. Ja, das ist, ja, Voll. Umgebung Also- kann sich wechseln in andere Ebene sozusagen. Und das ist soziales Leben. Das ist crazy. Also, Meiner Meinung nach möglich, deiner Meinung nach? Absolut möglich. absolut. Nicht. Absolut möglich. Und Aber auch, nicht akzeptabel. Mal und auch Tierliebe, finde ich. Du weißt ganz genau, was ich meine. Tierliebe, richtig. Ja. Ich will mal ausprobieren. Also, schaut mal. Bro, nein, hört auf. Also, Ist da alles Humor und nicht so ernst zu nehmen. Liebe Friends da draußen. Und ja. also Danke vielmals fürs Euch schöne Zuhören Woche. und Zuschauen, je nachdem, ob du gerade auf Spotify oder YouTube am Zuschauen bist oder zuhören. Man sieht und hört sich. Yalla, goodbye. Dankeschön.